Jetzt stirbt eigentlich jeder. Und was ist mit der Entrückung? Für viele eine bekannte Stelle ist Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Dort heißt Folgendes: Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Der Vers gibt unser allgemeingültige Wort weiter. Jeder Mensch stirbt einig und dann kommt das Gericht. Jetzt gibt es ein paar Ausnahmen in der Bibel. In 1. Mose 5, Vers 24 lesen wir vom Henoch. Und der Henoch ist nicht gestorben, der ist direkt in den Himmel aufgefahren, heisst es. Er ist quasi abgeholt worden in lebendigem Zustand und hat in die Ewigkeit dürfen. Und in 2. Könige 2, Vers 11 lesen wir vom Elia. Auch der ist nicht wirklich gestorben. Der ist auch abgeholt worden, könnte man sagen, und in den Himmel aufgefahren. Das Faszinierende ist, dass das nicht die zwei einzigen Ausnahmen bleiben werden. Es wird Millionen von Menschen geben, die, ich nenne es jetzt mal so, entrückt werden. Die nicht sterben, sondern eben entrückt werden. Und wir lesen von dem in der Bibel, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Und die Vers wollen wir heute Morgen genauer anschauen und studieren. Und wenn wir das tun, machen wir das unter einem Vorzeichen. Der Paulus hat die Vers geschrieben unter dem Stichwort «Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit». Also was der Paulus über die Entrückung sagt und über die verstorbenen Gläubigen, das ist zum Trost uns geben. Behalten wir doch das im Hinterkopf. Der Paulus gründet Gemeinde in Thessalonich etwa 49 nach Christus. Und dann hat er die Stadt abrupt verlassen. Ist dann in Korinth und etwa 50, 51 nach Christus haben die Thessalonicher eine Sorge zu ihm gebracht. Nämlich die Frage oder die Sorge, hey, was passiert mit den Gläubigen, die schon gestorben sind, die im Grab sind, die verfault sind? Was passiert mit denen, wenn Jesus wiederkommt? Und der Paulus gibt ihnen auf das eine Antwort. Und von dieser Antwort, man könnte das als Prinzip der Hoffnung bezeichnen. Der Paulus macht ihnen Hoffnung. Lesen wir eben in diesen Vers. Und ich möchte mit euch zusammen mal die ersten zwei Vers lesen, Vers 13 und 14. Da sagt der Paulus: Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Ich glaube, wir haben Hoffnung, weil Jesus Christus auferstanden ist. Das ist unsere Hoffnung, weil er lebt. Nun, dass Jesus wiederkommen wird vom Himmel, das lesen wir auch im 1. Thessalonicher Brief. Ich möchte nur rasch eine Belegstelle geben. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Also der Paulus macht deutlich, Jesus wird einmal wiederkommen. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Dort wird gesagt, dass Jesus wiederkommt, wieder in den Himmel aufgefahren ist und er ist in die Wolken entrückt worden. Also er ist von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt verschwunden, eingehüllt worden und so wird er kommen. Aus der unsichtbaren Welt, aus dieser Wolke oder mit der Wolke wird er kommen und für alle sichtbar werden. Und jetzt im Vers 13 geht der Paulus dieser Frage nach, was passiert mit den Menschen, die schon gestorben sind? Die schon im Grab liegen, wenn Jesus wiederkommt? Sind die tot? Bleiben die dort? Was passiert mit ihnen? Es geht also nur um die verstorbenen Gläubigen jetzt. Und um die Gläubigen, die verstorben sind. Nicht um nichtgläubige Menschen. Die ereilt ein anderes Schicksal. Aber das wird hier in dem Text nicht angesprochen. Das ist erst später dann. Jetzt, was passiert mit denen? Sind die einfach weg? Und der Paulus sagt, es liegt ihm sehr daran,
dass die Gemeinde von Thessalonik weiss, was mit ihnen passiert. Scheinbar haben sich die grosse Sorgen gemacht und sind verunsichert gewesen. In dem Text ist ja die Rede von diesen Menschen, die keine Hoffnung haben. Es soll für die gläubigen Menschen anders sein, als für die Menschen, die keine Hoffnung haben, wenn jemand stirbt. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon die Aussage gehört habt, an Beerdigungen. Jetzt leidet er wenigstens nicht mehr. Hat vielleicht eine schwierige letzte Phase gehabt, Krankheit, schwerer Verlauf. Und dann kommt oft die Aussage, jetzt leidet er wenigstens nicht mehr. Und das sind Menschen, die keine Hoffnung haben. Das finde ich einen ganz schwachen Trost. Wenn das alles ist, jetzt leidet er wenigstens nicht mehr, jetzt ist er ausgelöscht, jetzt gibt es ihn nicht mehr, jetzt passiert nichts mehr mit ihm, jetzt ist einfach endlich fertig, das Leiden ist vorbei. Ist doch so ein schwacher Trost, oder? Atheisten, Gotteslügner, Menschen, die kein Interesse an Gott haben, die haben keine Hoffnung, was nach dem Tod kommt. Das Beste, was ihnen passieren kann, ist einfach alles aus und vorbei. Jetzt muss er nicht mehr leiden. Das ist nicht nur hoffnungslos, das ist auch noch ein fataler Irrtum, weil Gott macht deutlich, das Leben geht nach dem Tod weiter. Und zwar für alle Menschen, egal ob sie an Gott geglaubt haben oder nicht haben. Einfach an zwei ganz unterschiedlichen Orten. Was für eine Trostlosigkeit, wenn man keine Hoffnung hat. Was für eine Trostlosigkeit, wenn man einfach das Gefühl hat, ja, das Leben ist dann vorbei und dann ist gut. Was für eine Tragik. Als Christen haben wir eine ganz andere Hoffnung, wenn jemand stirbt. Ich schreibe das hier ein bisschen ein. Der Kirchenvater Augustinus hat geschrieben, wir sind daher über den Tod, der unseren betrübt, weil wir sie unweigerlich loslassen müssen. Aber doch mit der Hoffnung, sie wieder zu erhalten. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, müssen wir ihn loslassen. Das ist traurig. Aber als Christen haben wir die Hoffnung, wir werden den Menschen wieder sehen. Wir werden mit ihm wieder vereint werden. Wir werden mit ihm wieder reden können. Wir werden mit ihm wieder lachen können. In einer neuen Welt. Was für eine Hoffnung haben wir Christen? Ist doch gewaltig. Jemand hat einmal gesagt, oder die Abkürzung GmbH ein bisschen umdeutet. Und hat gesagt, Gemeinde ist eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. GmbH. Also das nächste Mal, wenn ihr das lesen, noch einmal, Gemeinde mit begründeter oder Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Ja, wie ist die Hoffnung begründet? Im Vers 14 lesen wir von dem. Nämlich in dem, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber Jesus ist nicht nur im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Jesus lebt. Und das ist unsere begründete Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir Hoffnung, dass auch wir auferstehen werden. Wenn Jesus noch gestorben wäre und in dem Grab verrottet und verfault wäre, was hätten wir für eine Hoffnung? Dann würden wir genauso verrotten und verfaulen. Aber Jesus ist auferstanden. Das ist unsere Hoffnung. Weil Jesus lebt, werden auch wir leben. Ich frage mich manchmal, was haben die Geistlichen für eine Hoffnung, die lügen, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Oder so in liberalen Kreisen wird gesagt, also Jesus ist nicht wirklich auferstanden. Jesus ist in dem Grab gestorben. Oder andere sagen, Jesus, da haben sie den Leichnam gestohlen und haben noch jemand anders verscharrt. Und haben dann einfach so, um sich selber Mut zu machen, gesagt, ja, Jesus ist auferstanden. Also, ich finde, Menschen, die das verkünden, die dürfen sich eigentlich nicht mehr Kirche nennen. Die haben ja keine Hoffnung. Null Hoffnung. Wer an der Auferstehung von Jesus zweifelt, der verliert alles. Der kann seinen Glauben beerdigen. Der ist tot. Da ist keine Hoffnung mehr. Aber weil Jesus verstanden ist, erweist er sich als König über das Leben und auch über den Tod. Er hat den Tod überwunden.
Er lebt, er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Was für eine Hoffnung. Und auch wo Jesus, der Lazarus, viele kennen die Geschichte, der Lazarus war ein Mann, der ist gestorben, der ist 3 Tage im Grab gelegen, der hat schon verschmöcken. Und dann ist Jesus gekommen und hat gesagt, öffnet das Grab. Und hat gerufen, Lazarus, komm heraus. Und der Lazarus ist nach 3 Tagen im Grab rausgelaufen. Und hat gelebt. Das war nicht einfach eine nette Geste an seine Geschwister, die Jesus darum gebeten haben, sondern Jesus hat gesagt, ich bin Herr über Leben und Tod. Was für eine Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Wir haben eine Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Ich möchte einen Vers weitergehen, Vers 15. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Wir haben Hoffnung, weil es Jesus gesagt hat. Jesus hat die Wiederkunft angekündigt, Jesus hat die Auferstehung angekündigt. In Matthäus 24, Vers 31 sagt Jesus, er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Also wenn Jesus wiederkommt, wird er alle Gläubigen sammeln, die dann noch am Leben sind. Und zusammenbringen. Interessant ist, dass der Paulus davon ausgeht, das haben wir im Vers 15 gelesen, dass Jesus jederzeit wiedergehen kann. Also er hat eine Naherwartung. Er sagt doch, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind. Also für den Paulus sind scheinbar alle Vorzeichen, dass Jesus wiederkommen könnte, erfüllt gewesen. Also Paulus macht deutlich, jederzeit könnte Jesus wiederkommen. Heute könnte er wiederkommen, jetzt in dem Moment. Ich finde das unheimlich brisant. Ich lebe mit der Gewissheit, Jesus könnte jeden Moment wiederkommen. Und du lebst ganz anders, wenn du das Bewusstsein hast. Das ist mein nächstes grosses Ereignis, das ich erwarte. Dass Jesus wiederkommt. Ich erwarte nicht Katastrophen und so, das haben wir schon seit 2000 Jahren. Erdbeben und alles Mögliche. Die Endzeit ist schon uralt. Wir leben schon lange in der Endzeit. Das nächste Grosse, was kommt, ist Jesus. Und die Gläubigen werden entrückt, die Toten werden noch verstehen und mit ihm entrückt. Leider haben viele Christen auch in der Vergangenheit probiert, den Termin von Jesus zu errechnen, zu bestimmen. Und die Bibel sagt ganz klar, lasst die Finger von dem. Ich lese noch einen Text, was heißt, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und es wird Frieden sein, es wird alles gut sein. Und plötzlich kommt Jesus völlig überraschend. Ich höre manchmal Aussagen im Moment, so wegen dieser Corona-Krise, also die Generation muss Jesus noch zurückkommen. Das ist einfach falsch, biblisch gesehen. Jesus kann noch 1000 Jahre warten. Aber er könnte jetzt zurückkommen. Und wir haben schon viel schlimmere Zeiten erlebt. Also wir eben halt nicht. Aber als wir jetzt gerade mit Corona erleben. Zweiter Weltkrieg war viel schlimmer. Erster Weltkrieg und nicht Schweinegrippe. Die andere Grippe, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Das war viel schlimmer als das, was wir heute erleben. Viel, viel schlimmer.
Im Anschluss an die Verse, die wir heute anschauen, sagt der Paulus Folgendes. Ich lese nicht alles vor. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse, also wenn Jesus wiederkommt, braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Und jetzt interessant, ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Also Menschen, wenn Jesus glauben, werden nicht überrascht sein. Warum? Nicht, weil sie den Tag wissen, wenn Jesus wiederkommt, sondern weil wir von dem Tag her leben. Und ich frage einfach mal, machst du das? Lebst du vom Ende her? Oder lebst du von der Gegenwart zum Ende? Das ist ein Unterschied. Wenn du jeden Tag damit rechnest, dass Jesus wiederkommen könnte, lebst du anders, als wenn du denkst, ja, Jesus kommt noch 10 Jahre nicht und noch 20 oder noch 100 Jahre nicht, das betrifft mich gar nie. Du lebst ganz anders. Der Paulus ist sehr klar, der Zeitpunkt ist unklar. Wir wissen nicht, wenn er wiederkommt. Er könnte jetzt kommen, er könnte in 1000 Jahren kommen. Aber eins wissen wir. Jeder von uns lebt in der persönlichen Endzeit. Also niemand da in, ja, vielleicht ist es Buschi noch, hat noch mehr als 80 Jahre Endzeit. Das Ende von deinem Leben. Gewisse sind schon relativ nah dran. Und dann kommt Jesus für dich persönlich wieder. Wenden wir uns noch im Vers 16 und 17 zu. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Ich glaube, wir haben Hoffnung auf die ewige Gemeinschaft mit Jesus. Das ist das Ziel, oder? Das ist der Weg, wo wir hergehen. Jetzt, wie sieht der Weg konkret aus? Der Weg wird in diesen 2 Versen beschrieben. Das erste, was wir lesen, Jesus Christus wird vom Himmel herabkommen. Das ist das Erste, was passiert. Und das wird ein bisschen beschrieben. Zum einen wird das mit einem lauten Befehl angekündigt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, gewisse sagen, wenn Jesus wiederkommt, wird das im Geheimen passieren und die Leute werden einfach so entrückt, blub, 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 und dann fehlen ein paar und Menschen fragen sich, hey, was ist passiert, warum fehlt jetzt der Hansli und der Heiri und Gabi und so weiter. So im Geheimen. Aber wenn ich das lese, also da ist nichts von Geheim. Das ist für alle sichtbar, für alle öffentlich. Also zum einen wird es durch einen lauten Befehl angekündigt. Ein Kommandoruf. Also nicht, hallo zusammen, jetzt kommt Jesus. Nein, das wird donnern und jeder auf dieser Welt wird hören, dass jetzt Jesus kommt. Und dann heißt es, ein Engelfürst wird mit lauter Stimme ankündigen, was jetzt passiert. Und Engelfürsten sind nicht so, hallo zusammen, ich bin ein kleines Engel. Nein, hey, das wird ein Engelfürst. Da wird Macht und Herrlichkeit sichtbar. Und der wird das rausblären, dass die ganze Welt hört. Jetzt kommt Jesus. Und dann kommt die Posaune Gottes, die das noch ankündigt. Posaunen, oder? Das ist so ein riesen Kübel.
Und ich weiß nicht genau, wie sie macht, irgendwie so. Jetzt stelle ich mir die Posaune Gottes vor. Das ist nicht eine menschliche Posaune. Ich probiere bewusst ein bisschen bildhaft, oder? Das ist ein Schiffhorn, ein Klacks dagegen. Also der Tag wird angekündigt und alle werden erkennen, jetzt kommt Jesus wieder. Und man wird das sehen. Und die Posaune Gottes verbindet das Ganze mit der Endzeitrede von Jesus. Da möchte ich euch kurz Matthäus 24, Vers 30 bis 31 noch vorlesen. Da ist und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und wehklagen. Sie werden jammern und wehklagen, wie sie checken, dass mit Jesus hat doch gestummen und ich habe nicht an ihn geglaubt. Das ist die große Not, die dann ausbrechen wird. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden. Da haben wir die Verbindung von den zwei Texten. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist mal das Erste. Und dann lesen wir etwas Zweites in dem Text. Nämlich, die toten Gläubigen werden auferstehen. Die kommen aus den Gräbern raus und kriegen einen neuen Herrlichkeitsleib. Lesen wir den kurz später auch noch. Auch die verbrannt worden sind, die verrottet sind, schon lang unter der Erde sind. Zusätzlich alle aus dem Alten Testament, die dort an Gott geglaubt haben. Und dann etwas Drittes wird beschrieben. Die Gläubigen, die dann noch am Leben sind, werden entrückt zusammen mit den auferstandenen Toten, und zwar Jesus entgegen. Also ich bin schon gespannt, wie das mal so optisch aussehen wird. Und in 1. Korinther 15, Vers 52 wird noch beschrieben, was in dem Moment passiert. Das möchte ich auch gerne euch vorlesen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Also wenn die Entrückung stattfindet, dann werden wir einen neuen Körper kriegen, einen neuen Leib. Ich glaube, die toten Gläubigen sind im Geist jetzt schon bei Jesus. Weil der Geist lebt weiter von unserem Leben. Nicht die Seele, es ist der Geist, der eigentlich weiterlebt. Die sind jetzt schon bei Jesus. Aber sie haben noch kein Leib, sie haben noch keinen Körper. Und den kriegen wir alle mal gleichzeitig, wenn Jesus zurückkommt und uns, ich nenne es mal ganz salopp, abholt. Und dann, das Endziel wird sein, alle Gläubigen werden für immer bei ihm, Jesus Christus, sein. Das ist der Himmel. Bei Jesus sein. Beim lebendigen Gott. Bei dem Gott, der alles für uns gegeben hat, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir leben können. Prinzip Hoffnung. Und darum sind wir ganz am Schluss wieder im Vers 18. Tröst euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Was haben wir doch für eine Hoffnung, was haben wir doch für einen Trost? Die Tatsache, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird, dass alle Gläubigen, die verstorben sind, wieder auferstehen werden, dass alle Menschen, die dann am Leben sind und an Jesus glauben, wenn Jesus zurückkommt, ihm entgegengerückt werden und wir die Verwandlung erleben zu einem neuen Mensch. Und ich möchte euch einladen, lebt von dem Tag her. Lebt von dieser Hoffnung her. Denn ist vieles, was so mühsam in der Welt ist, gar nicht mehr so tragisch. Wenn wir von dieser Hoffnung her leben. Weil wir wissen, Jesus könnte jeden Tag, jeden Moment wiederkommen. Der Tag soll unser Denken, unser Planen, unser Handeln, unseren Einsatz für Jesus bestimmen. Die uns heute bekannte Welt wird vergehen.
alles Irdische wird vergehen. Es bleibt nicht übrig. Gewisse sagen, was für eine Verschwendung, wir haben doch so eine schöne Welt. Und ich sage, was für ein genialer Gott, der das alles fortschießen kann und etwas Neues macht, das noch viel, viel besser ist. Gewaltig. Ich freue mich riesig auf die Ewigkeit. Ich möchte aber auch noch eine Frage stellen zum Schluss. Vielleicht sagst du ja, ich glaube gar noch nicht an den Jesus. Ich habe noch gar keine Beziehung zu dem Jesus. Jetzt darf das Musikteam langsam vorkommen. Und vielleicht sagst du, ich habe die Hoffnung gar nicht. Ich bin einer von diesen hoffnungslosen Menschen, der sagt, ja, nach dem Tod ist alles aus und vorbei und du merkst plötzlich, hey, das ist zu wenig. Die Welt ist nicht genug. Das ist zu wenig. Und vielleicht hast du Fragen zu dem, wie kannst du Jesus kennenlernen, der von den Toten verstanden ist, der heute lebt. Der Jesus möchte mit dir eine Beziehung haben. Mit Jesus kann man eine persönliche Beziehung haben. Und wenn du das nicht hast, dann sprich mir doch nach dem Gottesdienst an. Ich stand hinten beim Ausgang, komm auf mich zu. Wenn du am Bildschirm zuschaust, schreib ihm Philemon ein E-Mail, setz dich mit ihm in Kontakt und er wird mit dir den Weg gehen, dass du Jesus persönlich kennenlernen kannst. Ich glaube, das Größte und das Wichtigste, was wir auf dieser Erde können und müssen entscheiden. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in deinem Wort uns zeigst, was mit uns passiert, egal ob wir gestorben sind oder ob wir noch leben, wenn du, Jesus, wiederkommst. Und ich freue mich und ich finde es so genial, dass wir eine Hoffnung haben über den Tod aus. Dass wir mal mit dir werden zusammen sein, in alle Ewigkeit, in der Herrlichkeit, was kein Leiden mehr gibt, keine Schmerzen mehr gibt. Und vor allem du bist das Zentrum, dir zu begegnen im lebendigen Gott. Danke für die Hoffnung. Und danke, dass wir von dieser Hoffnung her leben. Und ich bitte dich, erfüll du uns mit dieser Hoffnung in unserem Alltag, am Montag, wenn wir wieder im Büro sind, wenn wir wieder auf dem Bau sind oder wo auch immer. Und ja, dort einen Unterschied machen, wie wir eben eine lebendige Hoffnung haben und von dieser Hoffnung her leben. Amen.